Und weiter geht's hier im Ersten Weltkrieg bei Assassin's Creed Syndicate. So, erreicht haben wir's. Alter Schwede, wow! Ja, ich muss da runter, Todessprung, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber na gut, dann machen wir es halt. Okay, doch, eine gute Idee. So, ja, nach unten laufen bitte. Wow. Das war beinahe zu knapp. Die haben die Zeppelin runter oder was? Die Kanone gehört Ihnen. Mr. Churchill sagte, Sie haben so etwas schon mal bedient. Oh, ich jetzt zwar nicht, aber okay. Mr. Churchill wird sich. Aber ich habe schon mal auf seine Beziehung. Und ihr könnt mit dem Zeppelin nichts anhaben, aber wir können seine Eskorte abschließen. Sag mal. Ich kann mal so anhören, wie man jetzt meinen könnte. Die zweite Welle von Flugzeugen zerstören. Gut, wenn es nur zwei sind, dann geht's eigentlich noch. Okay, Bereich habe ich den hier. Müsste also auch gehen. Ja, toll. Steht noch X gedrückt. Ja, X drückt, in Deckung zu gehen. Also mache ich, drücke X, es passiert nichts. Wir wechseln die Position. Achtung, da kommt Ärger auf uns zu. Vorsicht! Ärger, das ist mein zweiter Vorname. So, einer weniger. Und noch einer weniger. Die dritte Welle von Flugzeugen, nur zwei. Gut, dann in Deckung gehen. Eben gedrückt halten und einfach nur einmal drücken. Gut. Ist doch schön, wenn das Spiel das so korrekterweise vorgibt. Okay, den kann ich hier noch nichts machen, oder was? Echt? Also eigentlich müsste Zeppelin ja treffen. Bin ich zumindest Meinung. Ui, das war knapp. So, der kommt nicht wieder. Und der auch nicht. Ich frage mich allerdings gerade, wie viel Munition ich eigentlich habe. Wahrscheinlich endlos, ja. Rechts unten steht sogar endlos. Oh! Ihr trefft mich nicht mein Ellbogen. Oh, meiner weniger. So, wie sieht es um den zweiten aus? Da machen wir einen Sinkflug. Sag mal. Ja, verarschen können sie mich ja ganz gut, muss ich leider zugeben. Wo ist der andere? So. Ja, muss zugeben, macht Spaß. So, und jetzt? Boom, boom! Okay, haben wir wieder. Ein herzerwärmender Anblick, Miss Fry. Ein Teil der Anerkennung gebührt Ihrem bemerkenswert bewaffneten Boot. Ein experimenteller Prototyp aus meiner Zeit als Lord der Admiralität. Ich war nicht immer ein Mann der Schatten. Und ich schätze, dieser Sieg wird Sie wieder zurück ins Rampenlicht rücken. Wir mögen den Feind zurückgeschlagen haben, aber es gibt immer noch deutsche Agenten in London. Momentan gibt es eine neue Gruppe, anders als alle anderen zuvor. Sie besitzt einen fanatischen, beinahe religiösen Eifer. Und Sie glauben, ich bin die richtige Frau für diesen Job. In der Tat. Ich möchte Mr. Asquith nicht ohne triftige Beweise einschalten, doch ich glaube, Sie stellen eine ernste Gefahr dar. Wenn Sie sich der Sache annehmen, gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich, sobald ich wieder Mitglied des Parlaments bin, sehen werde, ob ich nicht etwas für Ihr Anliegen tun kann. Wie Sie ja wissen, kann das Recht zu wählen tödlicher sein als eine Kugel oder Klinge.
unter Umständen durchaus möglich. Erster Weltkrieg, die dunkelste Stunde abgeschlossen. Montur, Militäranzug. Ja, doch, ich muss zugeben, es hat schon Spaß gemacht. Also, ich meine natürlich immer der Weltkrieg und so weiter. Krieg generell ist natürlich schon nicht schön ist in der Hinsicht, um es mal auf den kürzesten Punkt zu bringen. Andererseits, mal in so einem Szenario mitzuspielen, das Ganze eben auch live mitzuerleben. Gut, bisher haben wir eigentlich nur Oberflächliches erlebt, noch keine Betrügereien oder sonst irgendetwas, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, ja, jetzt werden wir von unseren eigenen Landsleuten verraten. Naja, vielleicht kommt das noch nach allen künftigen Assassin's Creed Spielen natürlich auch in den Zweiten Weltkrieg, ja. Aber egal. Einst wandelte ich auf der Erde wie du. Ich wurde in die Kaste der Illuminaten geboren, in der Stadt Feyon, im Jahr 2195 des ISO-Zeitalters. Nun reise ich durch die breiten Flure eurer Maschinen und treibe durch das Grau. Aber ich werde stärker. Bald ist die Welt bereit für meine Rückkehr. Und deshalb habe ich dich in diese kriegerische Simulation gerufen, um dir eine Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte. Das kann nicht sein. Ich erinnere mich wieder. Das ist doch diejenige, die wir am Ende von Assassin's Creed 3 befreit haben. Ich überlege gerade. Juno, glaube ich, was hieß sie? Ach du Scheibenkleister. Ja, weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, damals sind wir noch mit Desmond gereist, Desmond, keinen Namen nochmal, einen Nachname. Nee, natürlich nicht mehr. Ah, fuck, Mist, Entschuldigung. Ja, jedenfalls, Miles, genau, Desmond Miles, jetzt haben wir es wieder. Die grauen Zellen reaktiviert. Ja, Desmond Miles sind noch mit ihm gereist, das ist ja derjenige, den wir auch bei Assassin's Creed 1 und 2, also sprich mit seinen Erinnerungen oder dann Animus und so getaucht sind. Und der hatte auch noch einen kurzen Nacht bei Assassin's Creed 4 Black Flag, obwohl eher als Leiche, weil im dritten Teil ist er draufgegangen, als er geopfert hat. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, auch in Rogue und Unity und so weiter, wo zum Henker ist die Alte abgeblieben? Tja, jetzt haben wir's. Alter, leck mich am Arsch. Ja, wie gesagt, also episch ist es, jetzt nicht der Ober, der Erste Weltkrieg, ja toll, wie soll denn das erhoben, wollen wir verarschen? Portal nach 1868 wieder zurück, bin bereits fertig hier. Dann können wir wieder hierher zurück, wa? Gut, hier Vincent Churchill. Wenn ich schon mal hier bin, würde ich sagen, machen direkt weiter. Die hieß doch Juno, wa? Ne, Juto nicht, Juno war glaube ich ein Name, den ich mir irgendwie so gemerkt habe. Oh je, oh je, oh je. Nun ja, andererseits natürlich, wie gesagt, seit Assassin's Creed 3, wir kommen immer wieder näher an die Gegenwart heran, also ist ja eigentlich logisch, dass irgendwann eben auch Juno mal wieder in Erscheinung treten muss. Ach du Scheibenkleister. Ah, da muss ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass die Alte da auftaucht. Und vor allem, also so schnell, da ist übertrieben. Wie gesagt, seitdem den vierten Teil Black Flag, dann Unity noch und Rogue dazwischen. Das sind dann zumindest mal die Hauptspieler, gibt noch die anderen mit. Ich denke gerade, was war denn noch? China Chronicles, war es denn ja auch noch. Und dass irgendwie Spin-offs sind und auch zur Hauptstory von Assassin's Creed gehören, ist eine andere Frage. Naja, zumindest es bleibt spannend hier. In diesem Universum. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein neues Büro, Miss Fry. Wie Sie sehen, haben meine Informanten einige vielversprechende Spuren gefunden. Hinweise auf Spionageaktivitäten sind am Feldspital, den St. Catherine's Docks und am Tower of London aufgetaucht. Ich muss Sie ja nicht erinnern, wie wichtig es ist, dass wir diese Eindringlinge aufhalten. Nee, durchaus nicht. Interessant, können wir also bezüglich Ersten Weltkrieg und dieses ganze Gebiet auch noch erobern. Ja, nicht erobern, der Erste Weltkrieg. Ja, das wäre natürlich auch etwas. Aber wie gesagt, ist eigentlich schon noch interessant, was man noch alles machen kann.
Nachher zurück nach 1868. Ich glaube, ich mache es echt so, Leute. Ich werde ihr erstmal alles hier oben. Natürlich zeige ich ja alles, weil es ein bisschen was anderes als die Aktivitäten noch in 1868. Und dann gehen wir dann wieder mal zurück. Gut, Goldtruhe muss halt gucken, ob wir die noch irgendwie auch finden können. Und sonst halt, jo. Vielleicht kommen wir wieder zurück. Mal gucken, was haben wir hier noch ein schönes? Einkommen, Zeppelin-Überfall. Okay, hier ist noch in dem Gebiet. Brief von der Front. Der Schwätzer. Jo, geh erstmal hier hin. Ich kann die porten. Verdammter Mist. Wie kann nur so ein Pech haben? Aber geil finde ich echt, dass man hier einfach nicht nur eine normale Mission macht, im Sinne von, jo, jetzt kannst du ein bisschen was miterleben, wie es bei Unity noch war. Aber ganz kurz für die Zeit verschoben und dann wieder zurück in die Gegenwart, also Gegenwart des Spiels, sondern nee, wir können hier sogar noch bleiben und hier noch ein paar weitere Missionenaktivitäten halt abschließen und so natürlich noch viel mehr über das Zeitalter erfahren. Hoffentlich zumindest. Geschichtsstunde auf spielerische Art und Weise. Militärische Auslösung der Spione zerstören. Jo, warten wir schon mal. Ach du Scheiße. Wieso kann ich jetzt nicht richtig anvisieren? Freunde, wollt ihr mich verarschen? Ihm klappt es erstaunlicherweise. So. Habe ich irgendeine Goldtruhe? Ne, scheint nicht so. Okay, dann gehe ich erstmal da drüber. Jetzt haben wir scheinbar am wenigsten Leute. Zeugen wohl eher, müssen wir so formulieren. Sind trotzdem Gebäude drin. Okay. Ja. Kann ich denn hier am besten... Okay, so zu der Frage. Es wird ja noch leid tun, wenn ich... Machen wir so, war geht schnell und einfacher. Die Ausrüstung zerstören. Ja, und ich damit war. Nee, so klappt das nicht. Werfen kann ich es auch nicht, wa? Das heißt, müsste ich... Okay, versuchen wir anders, aber erstmal, wo ist denn... Ist da draußen die Truhe? Naja. Ich kann... Ups! Der sieht mich ja. Hey, schnappt sie euch! Ja, eine Kiste hätte ich ja schon, aber wie bringe ich die da runter? Weil werfen kann ich es nicht, ich kann es noch fallen lassen, darüber komme ich auch nicht. Ja, ein bisschen mühselig, war. Sind denn keine? Scheiße, ihr schuldet mir noch Kohle. Ah, doch, da hätte es noch, war. Kriege ich denn das wohl jetzt am besten hin? Scheiße. Was war's gerade? Wollte reingehen? Ein Eindringling!
Das könnte schwieriger werden als gedacht. Juppiduppidu, du siehst mich nicht. So, das war der letzte Streich. Jetzt erstmal den Plündern und dann ist, wie gesagt, die gute Frage. Jetzt mal den in die Luft zu sprengen wird einfach, weil er muss nur runterlaufen. Und das sonst noch überall noch. Okay, ja, wird das so funktionieren. Es muss. Dann ist man runter, natürlich runter. Also mich entdeckt. Ja, danke schön. Haben wir? Also ich sehe kein Problem. So. Und ich glaube, dass die nicht so erfreut sind, wenn ich das Teil in die Luft jage. Also, ich finde das schon ein bisschen was. Ja, ist doch nicht schlecht. Ups. Die hat hier nichts zu suchen. Jo, da hast du recht. Ich kann nur gerade nicht das Teil in die Luft jagen. Na toll. Eindringling! Nö, hier ist niemand. Sie klappt nicht mehr automatisch. Okay. Ja, kann das bitte mal ganz kurz hier hoch und dann das Teil wieder klauen. Achso, eventuell auch eine Variante war. Ja. Bin gespannt, ob das funktioniert. Natürlich auch gleich angerannt kommen. Nö. Oh doch. Wollten sagen, so egal kann das denen da gar nicht sein. Wollen wir mal sehen, was das war? Zwei Kontorplattentan noch geil. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie hin? Weit kann sie nicht hin. Da willst du ja! Kommt nur, kommt nur! Ich hab genug für euch alle! Na, du auch noch? Ja, viel Spaß dabei. Zu langsam! Tja, so viel dazu. Das ist interessant, ich stehe hier oben und die sehen mich dann trotzdem. Ja gut, die werden ja auch sehen. So verdeckt war ich jetzt, so versteckt war ich jetzt auch wiederum nicht. Das letzte Dokument ist natürlich erstmal das alles mitnehmen, die Ausrüstung zerstören. Das wäre auch etwas. Nö. I'm not keen to find out what happens next. Ein bisschen weit weg noch. Ja, jetzt könnte es klappen. Ne, so nah muss jetzt doch nicht. Bin gespannt. Ist der jetzt auch gleich hinüber? Na, komm schon, komm schon. Der zweite Streich und der dritte müsste, wie gesagt, das Teil da sein. Da jetzt auch schon, wenn ich den einfach. Ne, die sind nur deaktiviert war. So, aber noch eine Sprengkiste. Da unten. Na. Na, okay. Kiste auf, vielleicht kann ich was davon mitnehmen. Nein! Wow! Alter, wo geht's? Zünden, das wäre natürlich was gewesen. What's all the ruckus?
Gang-Upgrades. Halt auch wenn ihr Zeit 1914, 1916 oder so, da ist noch nichts mit Gang-Upgrades, oder nichts mehr zumindest mit Gang-Upgrades. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Geht ja auch so, wa? Gut, Leute, dann ganz kurz das Dokument mitnehmen, hätte das glaube ich auch. Na okay, gut, jetzt. Jo, in diesem Sinne, Leute, ich empfehle mich. Tschüss! Spionversteck abgeschlossen für Winston Churchill. Früher konnte ich euren Anblick nicht ertragen. Vielleicht auf dieselbe Art, wie ihr euch vor einer Spinne fürchtet. Der Mensch wurde von uns geschaffen, die vor euch kamen, den Isu. Wir schufen euch nach unserem Vorbild. Doch unsere größten Gaben enthielten wir euch vor. Ihr wurdet für harte Arbeit geschaffen und, falls nötig, den Krieg. Wir erbauten Observatorien, um euch zu überwachen, um euch zu kontrollieren. Wir schenkten euch Belastbarkeit, aber straften euch mit Ambition. Und so erhobt ihr euch gegen uns. Ich fürchte, wir sind für den Zustand eurer Spezies verantwortlich. Ist es denn ein Wunder, dass sich so viele der Simulationen um Gewalt drehen? Tja, du musst ja wissen, was? Interessant, dass sich wieder zu Worte meldet, weil wir etwas gemacht haben. 17%, ja, noch eine Weile unterwegs. Ich denke, besser, dass wir künftig ein bisschen abkürzen. Mit den optionalen Missionen zumindest. Jo, gehen wir erstmal hier hin. Der Schwätzer, was immer passieren wird. Oh Mann, die Alte macht mir echt Angst, muss ich jetzt zugeben. Ist schon ein bisschen creepy. Aber andererseits echt geil, dass sie wieder zum Worte kommt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es natürlich künftig weitergehen wird, weil ich glaube nicht, dass die hier am Ende des Spiels, im Story-Modus, noch großartig zu Wort kommen wird. Das war zumindest einfach hier so ein kleiner, ja, soll ich sagen, Gimme ist das falsche Wort, aber Easter Egg muss ich auch. Ne, es muss ich einfach noch geil zu sehen, dass nicht ganz vergessen haben die Entwickler und ja, die wird sicher im künftigen Assassin's Creed Teil zu Wort kommen. Daneben ist die Frage, wie es mit der alten Spezies weitergehen wird. Eben auch natürlich dann in der Gegenwart, wa? So wie es ja auch bei Assassin's Creed 3 teilweise hat und in Gegenwart zocken konnten. Hatten wir seitdem eher wenig bis gar nicht. Wenn man nur so kurz Einblicke, keine richtigen Missionen, sind innerhalb von aktuellen Assassinen war, oder modernen Assassinen wohl eher. Spionjagd, der erste Schwätzer, mal gucken, was er von uns will. Miss Fry, ich glaube, ich verstehe dieses Spionagegeschäft langsam. Das Folgende könnte von besonderem Interesse sein. Einer der Spione, die derzeit im Tower einsitzen, hat einige abstruse Behauptungen geäußert. Zum Beispiel zu einer Bruderschaft der Assassinen. Vielleicht wollen Sie ihn zum Schweigen bringen, bevor er Ihnen oder Ihren Gefährten Ungemach bereitet. Sehen Sie das als kleines Geschenk. Wieso aber das Gefühl, dass dieser Churchill, ja, kann gar nicht mehr reden, dass dieser Churchill uns nur benutzen will. Ich überlege gerade Churchill, aber ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen aus der Geschichte, glaube ich eher weniger. Obwohl man eine richtige Erinnerung hat, ja, seine Spielchen gespielt, muss man so formulieren. Gefangene Spion ist, ja. Ich will eigentlich nur darüber. Nur so geht es natürlich auch. So, das Gebiet wird betreten. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe. Die ermordete Wache untersuchen. Spione Wachen töten lassen. Ja, bereits tot ist und wird daraus nichts mehr.
Nö, keine Sorge. Der Part von länger her. Ja, ich mache es ein bisschen länger, jetzt der Erste Weltkrieg und so weiter. Und jetzt geht es ein bisschen spannend. Vielleicht kriegen wir das noch hin, aber ich denke, so 30 Minuten wird schon auf. Was ist denn das gerade? Schon aufgehen. Hä? Da war doch gerade etwas. Verarschen? So, wie kommen wir jetzt da rein? Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Nur die Türe ist was Gleiche. Irgendwo blaue Truppen näher. Nö, kann ich runter. Der was hat er gesagt, eher weniger Bock. Oh! Da hat er gerade will mich verarschen? Hätte ich beherrschen Moonwalk. Krass. Michael, bist du das? Ja. Nee, ich meine nicht den, ich meinte gerade Michael Jackson. Entschuldigung. Du hast hier nichts zu suchen. Na toll. Wieso muss ich gerade umdrehen? Hätten sie uns gehabt. Das lief gerade ein bisschen beschissen. Oh, da haben wir die Goldtruhe. So, wie sieht's aus? Haben wir noch Schönes? Und geschlossene Truhen 1 und 2. Geht echt nur 2 hier. Gut. Ja, wie kommen wir jetzt hoch? Treppen? Das ist doch nochmal ganz geil. Nun gut, dann suchen wir mal noch ganz kurz. Was ist denn mit dieser Leiche hier los? Den flüchtigen Spion. Das muss noch in der Nähe sein. Ja, das ist sehr schön. Adlerauge. Ach so, da oben ist es gut. Da vorne also, alles klar. Sieht Wachen aus, kann ich da irgendwie geschickt rüber. Na, mehr oder weniger zumindest. Aber gut, Leute, man muss sagen, das lassen wir für heute hier bei diesem doch spannenden Part von Assassin's Creed Syndicate im Ersten Weltkrieg und Juno, oder ich hieß ja so, keine Ahnung, ich hoffe natürlich, wenn es nicht so ist, dann steht im Titel dann der richtige Name, hoffe es zumindest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was wir noch alles erleben werden, hier zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, eben auch wenn es darum geht, den Bezirk zu erobern. Das will ich alles noch zu 100% abschließen. Und dann natürlich auch, was uns unsere alte Freundin aus Assassin's Creed 3 noch so zu erzählen hat, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen!